In einem Artikel der Jerusalem Post vom 24. September erklärt Josef Abramowitz, ein israelisch-amerikanischer Umweltschützer und außerdem für den Friedensnobelpreis nominiert, dass im Sommer 2022 allein in Europa über 60.000 Menschen wegen der Hitze starben und weltweit 9 Millionen durch Luftverschmutzung. Er sagt auch, dass wir mutig anerkennen sollten, dass unsere größte Sünde die der Emissionen ist. Wenn unser Herz für die vielen Familien schlägt, die durch Waldbrände, Überschwemmungen, Durst, Hunger und Smog und Rauch ums Leben gekommen sind. Und wisst ihr was? Als ich es las, erinnerte es mich automatisch an einen bestimmten Abschnitt aus dem Buch Vom Schatten zum Licht. Auf Seite 538 steht dort nämlich Folgendes geschrieben: Während Satan sich als großer Arzt ausgibt, der sämtliche Krankheiten heilen kann, bringt er Gebrechen und Unheil über die Menschen, bis große Städte in Trümmerfelder und Einöden verwandelt sind. Immer ist er am Werk, bei Unfällen und Katastrophen zu Wasser und zu Land, bei großen Feuersbrünsten, bei heftigen Wirbel- und Hagelstürmen, bei Orkanen, Überschwemmungen und Sturmfluten, Flutwellen und Erdbeben. Überall übt Satan in tausenderlei Gestalt seine Macht aus. Er vernichtet die reifende Ernte und lässt Hungersnot und Elend folgen. Er verseucht die Luft und Tausende kommen durch Seuchen um. Solche Heimsuchungen werden immer häufiger und unheilvoller. Das Verderben befällt Mensch und Tier. Es ist wirklich so, dass Prophetie sich vor unseren Augen erfüllt. Wir dürfen hinter die Kulissen schauen von dem, was auf der Welt gerade abläuft und die Agenda hinter allem. Wenn wir weiterlesen auf Seite 539, erfahren wir nicht nur, wieso es so viele Katastrophen gibt und wer im Eigentlichen dahinter steckt, sondern auch, was der wahre Grund ist, weshalb wir heute in der Welt diese Klimaagenda haben. Hört gut zu. Dann redet der große Betrüger den Menschen ein, dass diejenigen, die Gott dienen, solches Unheil verursachen. Man wird erklären, dass der Mensch Gott durch Missachtung der Sonntagsfeier beleidigen und dass diese Sünde die Katastrophen herbeigeführt hätte. Und von daher ist es auch nicht verwunderlich, was Josef Abramowitz vorschlägt, um unsere Emissionssünden zu reduzieren. Und zwar will man bis 2030 diese Ziele erreicht haben. Zum einen wäre das Städte, in diesem Beispiel Israel, 100% solarbetrieben zu machen, was im Einklang mit ähnlichen Zielen der Vereinigten Staaten und Europa wäre. Dann führt er noch andere Ziele auf, wie zum Beispiel auf Elektroautos umzusteigen, Fleischkonsum halbieren und so weiter. Was mich aber besonders interessiert hat, ist sein Vorschlag der Einhaltung des Schabbats. Durch die Einhaltung des Schabbats in Israel werden die Treibhausgasemissionen um 1/3 reduziert und liegen an Yom Kippur nahezu bei Null. Wenn jede Konfession des jüdischen Volkes den Schabbat wirklich als einen Ruhetag ohne Konsumverhalten heiligte und dieses Beispiel von anderen Glaubensgemeinschaften befolgt würde, dann würde der Schabbat das jüdische Volk und den gesamten Planeten retten. Vorschläge wie diese hören wir nicht zum ersten Mal. Es ist immer dasselbe, es braucht also einen Ruhetag, um den Planeten zu retten. Um Emissionen zu reduzieren, ein Ruhetag für Mensch, Tier und Umwelt. Und es ist nichts anderes als das, was Papst Franziskus in Laudato Si als Lösung erklärt. Ein Sonntagsgesetz. Er schreibt, dass der Sonntag wie der jüdische Sabbat ein Tag ist, um Beziehungen zu heilen, nämlich zu Gott, zu Menschen, zu sich selbst und zur Welt. Er ist es auch, der damit begann, davon zu sprechen, dass die Zerstörung der Umwelt eine Sünde ist. Und die ganze Welt folgt dem Tier nach. Vielleicht mag der eine oder andere einwenden, dass es ja nicht der Sonntag ist, den er vorschlägt, sondern den biblischen Sabbat. Aber wusstest du, dass es sogar Juden gibt, die den Sonntag als Ruhetag in Israel vorschlagen? Auch von der Jerusalem Post vom 13. Dezember 2022, also vor knapp einem Jahr, sollte Israel den Sonntag zum Ruhetag erklären? Südafrikas Oberrabbiner Warren Goldstein hat in einem Leitartikel, den er für die Jerusalem Post verfasste, einen langjährigen Vorschlag wieder aufgegriffen. Erklären Sie den Sonntag zu einem wöchentlichen Ruhetag für das Land, damit die Israelis ein richtiges Wochenende zum Ausruhen und Heilen genießen können.
Wir glauben, dass er einige wichtige Punkte anführt und dass die neue Regierung seinen Vorschlag annehmen sollte. Was denkt ihr? Wird es nicht auch Juden geben, die bereit sein werden, den Sonntag als Ruhetag anzunehmen? Schließlich ermahnte der Papst erst kürzlich bei der Clinton Global Initiative, wie wichtig es sei, eine Kultur der Begegnung, des Dialogs und des Zuhörens und Verstehens zu verbreiten. Doch hören wir uns einmal an, was Franziskus zu sagen hatte. Thank you, Mr. President, por invitarme a su reunión. for inviting Muchas me to your gracias. meeting. Thank you very much. Es importante difundir It is important una to cultura spread del encuentro, a culture of una cultura encounter, del diálogo, a culture una of cultura de la dialogue, escucha y de a la culture of comprensión. listening and of Es understanding. necesario compartir el It is parecer necessary to share sobre cómo thoughts contribuir al bien on común how to contribute y to the cómo common no good. dejar, lo sabemos todos, vivimos un cambio We de all época. know it. We are living through a Solo changing epoch. juntos podremos salir Only together mejores. can we emerge from it better. Juntos, Together. solo juntos podremos Only together sanar al mundo can we heal de the un world anonimato que es la globalización from de la indiferencia. the globalization of indifference. Usted debe tener It's la time to work catástrofe together to ecológica stop the ecological antes de que catastrophe sea demasiado before it's tarde. too late. Por eso he elegido escribir un nuevo documento That's why I have 10 chosen años to write a después new de la document, encíclica Laudato 10 Si. years after the publication of the encyclical Detengámonos Laudato Si. mientras hay tiempo, por favor. Let us stop while there is still time. Detengámonos mientras Please, hay tiempo. please let us stop while there is still time. Thank you, Mr. President. Thank you all, and I wish you all a nice day. You have any other message for us before you go? Anything you want to make sure we take to heart? On climate change, let us take action before it's too late. Thank you. Dieses neue Dokument, von dem Papst Franziskus sprach, ist Laudate Deum. Es ist die Fortsetzung seiner Enzyklika Laudato Si. Solange es noch Zeit ist, solange es noch Zeit ist. Wieso diese Dringlichkeit? Geht diese Welt wirklich bald ihrem Ende zu? Weiß Satan, dass er nur noch wenig Zeit hat? Es ist nicht zu übersehen, wie in Bezug zum Klima sowohl politische als auch religiöse Führer die gleichen Ziele haben. Franziskus betonte in seiner Rede immer wieder die Verantwortung, gemeinsam zu handeln, um diesen Planeten zu retten. Und es sieht so aus, dass Laudato Si das Drehbuch bei dem Ganzen ist. Nicht nur Kirchenführer, sondern auch Staatsleute stimmen in den gleichen Ton mit ein. Doch was man dabei übersieht, ist, dass man letztendlich dadurch päpstliche Lehren und das Mahlzeichen des Antichristen unterstützt. In Offenbarung 18 heißt es nicht umsonst, denn vom Glutwein ihrer Unzucht, und Wein ist in der Bibel ein Symbol für Lehren, also von ihren falschen Lehren haben alle Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Wir nähern uns immer mehr in Richtung Sonntagsgesetz. Ich möchte mit folgendem Zitat abschließen. Kirchliche und staatliche Würdenträger werden sich zusammentun und Menschen bestechen, überreden oder zwingen, den Sonntag zu halten. Selbst im freien Amerika werden Herrschende und Gesetzgeber dem öffentlichen Druck nach Einführung einer allgemeinen Sonntagsheiligung nachgeben, um sich das Wohlwollen der Öffentlichkeit zu sichern. In diesem bald kommenden Konflikt werden sich die Worte des Propheten erfüllen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu.